So, gute Morgen, schöne gute Mittag oder schöne guten Abend, je nachdem, wo du gerade NRW bist, im Velo, am Auto, am Bootzimmer oder irgendwo. Das ist das nächste Transition Podcast, den auch mit dieser Folge, das ist eine Premiere feiert. Mein Name ist Lux Bader, ich bin Schriftsteller. An mir sichern an diese ganzen Podcasts, die nach Folge werden der Art, vielleicht in der Ding, sind wir sichern in einer besseren Welt. Wie machen wir sie minderhaltig? Wo haben wir Probleme, wo gibt keine Probleme, also weiter. All Folge wird immer ein Thema, die echt Folge wird sich, wie auch diese ganze Mond Kitchen drehen, die Ernährung drehen. Das heißt, parallel zum Podcast laufen immer Veranstaltungen, die sich eben immer um das Thema, an diesem Fall Kitchen, die Ernährung, also weiter drehen, und auch so an diesem Podcast. Das heißt, das Hauptthema. Och hun mir immer dabei Wite die viel mehr Ahnung hat wie ich, dat ganz wie das ganz funktioniert. Mir hun den Johnny Diderich bei uns. Moin Johnny. Moin. Du warst schon mal ein bisschen abgeschrieben, du warst 43, was zu dir für den Geburt, wohnst nach immer du, et kann ich so, du warst von den Hauptmatlefer oder den Hauptleit bei der Transitionsbewegung. Du hast auf die Karte geschrieben, bewusst leben, du siehst dich als Selbstversorger oder dass das große Ziel ist, immer nach mehr zu gehen. Ich freue dich, einfach mal für ranzukommen. Wo wir die ganze Infrastruktur haben, wir wissen genau, wo die Markthafen, wo gibt der Käse, noch schön proper verpackt, wir haben den Müsli, schön an einen 500 Gramm Sack oder an einen Kilo Sack. Wieso sollen wir zurück? Wieso sollen wir aufhängen, es selber zu versorgen? Also du gibt natürlich viele Gründe. So von den wichtigsten Gründen ist, dass wir als eine Gesellschaftsstruktur aufgebaut, die dafür sorgt, dass wir als Lebensgrundlagen zerstören. Also der Klimawandel ist eine von den vielen Folgen davon, wie sogar die Corona-Pandemie, die wir haben. Also auch ein direkt Folge davon, dass wir eben Ökosysteme zerstören, die früher intakt waren. Und die Landwirtschaft, Produktion, Distribution, Transformation von den Lebensmitteln spielt da einen großen Teil. Die Landwirtschaft, die intensiv industrielle Landwirtschaft, wie wir sie heute tun, hat einen großen Impact eben auf den Ökosystem Erde. Und auch auf die Gesundheit des Menschen, auf das Wasser, auf essentielle Sachen, die wir haben. Und da können wir nur nach 1000 Sachen aufzählen, die weisen, dass das System, das wir haben, nicht vivabel ist. Das heißt, es gibt ganz viel gut Gründe, etwas zu ändern. So Selbstversorgung als von den Teilen, also ganz wichtig ist einfach ein mehr lokal, biologisch, regional Essensversorgung zum Beispiel. Gefe vielleicht so, ne? Du siehst das nicht vivabel, so wie der Moment das. Nun leben wir aber gerade so, ich da so, oder mehr so, am Mann wie du oder wie du es willst. Wie machen wir vivabel? Und auf was müssen wir den verzichten? Also ich sehe das nicht gerne als Verzicht, so, weil Essen ist eine von den Sachen für mich persönlich zum Beispiel, wo man am meisten Frieden an meinem Leben bringt, so an zumal eben zusammen mit Freunden durchzusetzen, an etwas Gutes zu essen, auch gut als gerne etwas aus dem eigenen Garten oder wo ein weiß, wie es produziert ist. Das ist etwas, was die Menschen schön ist und was wir verloren haben. Das heißt, am Moment verzichten wir an wir Kinder aber in eine Richtung gehen, wo das mehr präsent an unserem Leben ist. Also so, wie wenn ich mir die Welt vorstellen, dann haben die Straßen viel mehr Raum und Gärten viel mehr Raum. Und, zum Beispiel setzen die Leute aus einer Straße Dächer und mit von der Straße jeder bringt etwas aus dem Garten mit, geht zusammen gekauft und geht zusammen gegessen. Die Leute haben natürlich auch Zeit dafür, was wir heute das oft nicht tun, und verbringen schöne Momente. Also, und ich fand es schwer, das Verzicht zu nennen. Wenn man nicht Verzicht nennen, das heißt, wie nennen wir das dann? Das heißt, die Idealwelt wäre mehr Raumstraße, wir haben Auto und Wäsche, wir holen quasi Kischen auf die Straße, gesehen ist das richtig?
Das ist eng vun de Sache vu gar geschéien et geht am hersche Strëm sech darum ze appropriieren Tiersene so wie haut das gët alles monetarisiert, das alles war den so Sue kann mache gëtt Sue gemat, Luft das quasi der Dienst wat man nach gratis kreien so an fannnen du sollt man ebens rekoen, an als die Sachen immer appropriieren. Leiit kënnen net mi kachen deelweise so an fan der erwerbs Wichteches an noch kachen as selbst Scheines, dats ma einfach dem an eiser Gesellschaft viel méi Raum ginn an dodurch dat ma viel méi dummer der nee setzen, dodurch dat se iwwerall auch Gerd gefördert ginn an dodurch dat auch einfach Meigkeet do sech die Zeit zuelle well haut gët alles eben op Produktivitéit an schaffen fir sech iwwerhap mal ein Haus kënnen ze lechen getrimmt wie wat Mamer dat will dat muss net so sinn, dat das net Gott ginne so. Keinech mal firstellen, man seht, also du siehst sech Zeit holen, du siehst muss appropriieren, muss zerre go, wo man quasi ze summen dodrunner schaffen, dass dat wat man brauchen an das dat wat man hun rundrem ass quasi an der Tollmer ist dabei. Du gefen viel so okay, nee sorry, ich muss morgen um 7 Uhr abstoen. Ich muss mein Haus aufbezahlen, ich noch gar keine Lust gar zu machen, ich noch keine Ahnung, wie ich einen Tomat an den Boden kriegen, also weiter. Was siehst du? Ja, mir das werde ich meinen, das ist eine klare Gesellschaftsschwa, teilweise auch politische Schwa, so wie zum Beispiel das Haus der Logement ist hier im Land ja ein ganz großes Thema. Also wie kann es sein, dass mein Haus wird für 20 oder 40 Jahre nach 100.000 Euro wert war oder mal lang nicht 50.000 Euro haut 500.000 Euro wert ist, obwohl es nach immer das nämlich Haus ist. Du gehen einfach politische Weiche gestellt, die Leute quasi dazu zwingen, eben, dass sie mussten um 7 aber Neues abstehen, obwohl sie vielleicht kannst du auch gar nicht wilden oder das haut 2 Leute muss schaffen. Ich weiß bei mir daheim, da war meine Mom, die war eben daheim, aber wir hatten eine große Gartenhaus, wir hatten sogar noch eine Schrebergartenhaus, mit Weidewäsch. Und wir haben da umgebaut, also wir haben da geholfen, Bohnen schnippeln und aufreihen. Und das für uns. Und nicht zu langer Zeit war das teilweise gang und gäbe. So. Und irgendwann sind wir irgendwo hin deviiert. Und wir stellen das nicht genug froh an. Ich meine, aber viele Leute sind unglücklich damit eigentlich so. Und ich fand, das soll ihn einfach froh stellen und soll ihn noch die Möglichkeit tun, als Mensch die Gesellschaft, an der er lebt, zu gestalten, weil den hat das nicht wirklich schwert. Was meinst du, wo sind wir hin deviiert, aber wo deviiert das hin sozusagen? Oh, da ist ein großes Froh, wo ich weit kann gehen. Also, ich persönlich sie kein Freund vom kapitalistischen System. So, wenn du guckst, wie das du hast dann 1% von der Menschheit oder 2000 Leute, die besitzen über 50% vom ganzen Reichtum von der Erde oder 1% von der Weltbevölkerung ist responsabel für 60% vom CO2-Ausstoß, den dafür responsabel ist, dass das Ökosystem zerstört wird. Und der Kapitalismus, den sorgt dafür, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr groß wird, dass die Reichen immer mehr reich gehen, die Armen immer mehr arm. Und die Reichen noch die Möglichkeit, Gesetze zu machen. Das ganze System ist einfach nicht, den ist einfach so abgebaut, dass in den Suen einfach zu viel Murcht gibt. Und Suen haben viel Murcht, auch wenn man sich sieht, ich will Gutes damit machen, schlussendlich von denen, die Murcht hat, sind es wenig Leute, die damit umgehen können. Und da das eben den Teufelskreis, an dem wir sind, weil Politiker haben noch Murcht, die von den Lobbyen dann bearbeitet so an das politische System, an dem wir sind, da gibt man nicht so viel Hoffnung, dass wir da rauskommen. Und es ist schon dort Hoffnung, dass vielleicht eine Bewegung von innen mehr noch Fried eben noch einem anderen Leben, noch einer anderen Lebensqualität. Wie ich hatte zum Beispiel selten
so viel Hoffnung wie wo Greta Thunberg opgetaucht ist. Das war ein Mensch, den mehr persönlich viel Hoffnung hat. Okay, wir haben den übergeordneten Slogan How to live together in one planet world bei den Transition Days. Also wie leben wir alle zusammen an enger Welt. Am Vorgespräch hast du mal gesagt, voilà, Herzerkrankungen sind größtenteils bedingt durch schlechte Ernährung, wir verschwenden. Genauer plus minus überspitzt gesagt kann ich so Kapitalismus möchte Tierse Futti möchte Mönche Futti machen Welt Futti. Also der Tisch an auch das was man viel gesagt ist okay so viel Leid besitzen so wenig Leid besitzen so viel von Ressourcen also weiter alles das die so oft teilt. Ich habe mich ganz oft dabei schon mal für Kürzungen schon mal Bankkonto geschafft oder ich weiß noch immer nicht. Also kann ich dann mit einen Beitrag von 16 Euro oder so am Monat kann ich seinen CO2-Fußauftrag auf Null stellen quasi, weil die dann an Green Bonds also weiter investieren. Worauf ich raus, weil nun hatte ich ein wahnsinnig gut Gewissen. Du hast mir gesagt, war das schon oft hören, war den allgemein oft hören, was Greta Thunberg auch oft sieht, an einer Welt kriege ich nie hin, da nur zu sagen, okay, also kann ich das machen. Lunge Bankkonto, ich weiß alles, also Green Bankkonto, ich weiß alles, du hast mir doch nicht gesagt, an einer Welt klammst du nur ein Auto, am schlimmsten Fall, wenn ich nicht in die Nächste komme, dann gehe ich mal schnell irgendwo sichern, an das ist eine Katastrophe von der Verpackung hier bis zu dem, was dran ist. Was machen wir? Ja, also wenn ich das weiß oder dass die froh, wo sich zum Beispiel mehr an der Transition-Bewegung immens oft stellen, du gibt so viele Möglichkeiten, so viele Facetten an was wirklich Änderung bringt. Also ich persönlich fährt mit dem Menschen also bist du so gestreckt, dass du muss ganz tief fallen, bis eben etwas ändert. Also recht dann, wenn es nicht mehr geht, bauten etwas ab, was dem Moment eben nach möglich ist. Das hat ihn oft hören, wo no so mal 5D war der Lockdown umgangen, da muss Lützeburg mit Covid-19, da hat alle Menschen gesagt, das ist eine Chance. Nur 10 Stunden der Rest, und das hat gut keine Chance. Alle Menschen probieren so sehr wie möglich an ein Auto zu klammen, an der Tabisch zu fahren, keine Ahnung, an den Kaktus zu können oder an den Supermarkt können zu gehen, ohne Maske. Also eine neue Chance hat ich noch dann gefühlt, dass wie tief muss ich fallen. Also eine Krise wie Covid-19 als lächerlich scheinbar. Also das brauche ich nicht, wie tief muss es gehen. Also froh nach immer so, wie lebt man dann zusammen an einer Welt, dann ist noch gefühlt, wenn man dann Transition Days hört, und du hast vielleicht die Leute, die kommen sind, an der bilden sich Fronten oft, also hey, du hast einen Tippien, du hast einen Kapitalisten, du hast einen anderen. Wie können die dann zusammen? Was meinst du, was sind konkrete Lösungen, als wie die Leute zusammenkriegen, ohne dass den einen gefehlt oder können zu kurz oder muss ihn zu kurz kommen, wir nennen aber nicht verzichten, weil das ja Gewinn. Wie kriegen die Gewinn matt? Wie kriegen die Leute, nicht die kapitalistische Gewinn, mehr die Gewinn für sich? Wie kriegen die matt? Was meinst du, was sind du siehst für so eine Transition Days? Was ich immens gerne so, dass die Geschichte, wo man als am Anfang erzählen von der Zukunft oder von der Welt, die könnte, ich meine, das ist etwas, was immens viel bewegen kann. So den Rob Hopkins, das so den Mitgründer von der Transition-Bewegung weltweit, am Lockdown hat er eine Zeitmaschine erfunden. So. Also, geht war wenn ich zu Lützeburg, und das ist ein Exerzice, wo er oft möchte. Und du seht, dann schon die Zeitmaschine erfunden, und ich benutze die, mit der du gehst eben dran, und du weißt, also du kannst 2030 raus. Und an den 10 Jahren sind all die Sachen, wo zum Beispiel Transition-Bewegung sich haut wünscht, die sie geschieht. So, wie sieht die Welt aus, an der du da raus kannst. So. Und wenn ich da an der Welt rauskomme, dass du denkst, wo eben kein Auto sind, wo lachen kann auf der Straße rundherum laufen, wo du den Nopren kennst, wo du, wie ich für gezählt und zusammen essen, wo überall Geld sind, wo du viele Schapeifen hast, wo du Zeit hast, wo Musik nicht just am Radio lebt, mir selber gemacht, an eben lauter
schöne Sachen, wo ich der Meinung sind, wo viele Leute schön fanden. Und einfach die Kraft, du Funder, also Transition-Bewegung probiert immer mehr die Geschichte eben zu erzählen und hofft, dass die Kraft von den Bildern und noch von den Leuten, wenn sie sich den Exercice selber machen, also, und ich gebe auch alle Nullleistrer encouragieren, den Exercice zu machen, dass die Kraft viel kann bewirken. Also, das ist von den Wehr, die mir immens gut gefällt. So, an der geht doch nicht gegen ihn oder für ihn, da das Kind in der Front vorhört. Und dafür fand ich das Storytelling, von denen ein größer Rollkind spielen, das selbst hat mir Hoffnung gibt. Oft hier im Moment, vielen Dank darauf zurückzukommen. Da hören ich mehr auf das Storytelling, ja, wenn ich dann daheim bin, will ich mich raus, will irgendein Streaming machen und lass mich dann auch, dann da können keine mich runden. Das ist schon geschafft, geht durch, mehr brauche ich nicht. Gäbe sich da vom selben erledigen, meinst du, an der Idee, dass all die Sachen, die los und da sind, plus die sind, also für allem die sind, also wenn ich dann Kische racken, dann alles, was ich da oder vieles von dem benutzt, eigentlich nicht missbenutze, wäre an dem Storytelling. Ich kann just von mir selber schwätzen, so ich habe nicht an meinem Leben ganz viel Fertigbrot quasi da zu leben, was ich so wie ich mir vorstellen, was nicht so einfach ist an einer Gesellschaft, die am Anfang ganz anders funktioniert. Und es sind immer Momente gegeben, da hatte ich eben einen normalen Arbeitsplatz, wo ich dann auch mal mit abstehen und den ganzen Tag hingehen. Und da sind ich auch hingekommen und ich wollte auch von euch etwas wissen. So, und habe mir auch einen Film geguckt. Und, ich kann mich auch erinnern, früher, wo ich nach Videokassette gesehen wo es der Film gelesen so, wo es den dran gemacht so, und dann hast du kommst so Video rein, Alltag raus. So, und das war genau das. Und das ist, wenn ich für mich schwätze, wenn ich etwas gemacht habe, was mich nicht wirklich erfüllt hat und was nicht wirklich zu meiner Selbsterfüllung mich zufriedengestellt hat, dann wollte ich auch von euch etwas wissen. Währenddem, wenn ich eben mit anderen Leuten am Gurt bin und zum Beispiel manchmal all Jahr ein Feedsfest, da kommen dann 30 Leute bei mir hin, so lauter Kanner, wir laufen rum, wir plicken Äpfel, wir schneiden sie, wir pressen sie. Das dann durch schaffen ich 12 Stunden nonstop. Ich hatte letztes Jahr irgendwie meinen Schritt gezählt so, und es sind am engem eigenen Gurt den Tag 8 Kilometer gegangen. So. Und das war intensiv, ich habe viel geschafft. Mir das verflogen, das hat einfach Spaß gemacht. So, ich war die ganze Zeit mit immens viel Leid. Du war einfach nicht die Böse, nur der Ruhe. Heute hat etwas überspitzt gefragt von Leistung, was du den Schritt gezählt hast, nur dem du den ganzen Tag mit Kanner am Garten gespielt hast. Wieso zählst du Schritte? Das ist ein flottes Sinnbild von unserer Gesellschaft, die wir so heute tun. Jeder hat sein Smartphone und den iPhone hat eben die Health-App, die automatisch den Schritt zählt. Du kannst gar nicht dafür. Du kannst bestimmt ausschalten, so, aber du warst über 24 und sind ein gucken gegangen, aber du hast recht, das ist absolut kontradiktorisch und am liebsten will ich auch ohne Handy leben, aber auch ich sind nicht... Natürlich. Wann schau an die Kirche gehen, was kann ich direkt ändern? Was du direkt ändern kannst? Viele Leute tun ganz viel transformierte Essen an ihrer Küche, so Fertigfood, was auch zum Beispiel ganz viel Zucker hat, wo nicht mehr viel Nährwerte hat. So, wenn du das schon mal durch frisch Gemüse und Obst ersetzt, dann verändert sich dein ganzes Leben. Was noch? Was nach, du gehst eben just dat, du überlegst da schon mal, was du willst essen, und du gehst just da dir bekaufen, was du willst essen. Du guckst, ob ein Bauer oder ein so eine AMAP, solidarische Landwirtschaft wie Terra oder Krautguard an der Gegend, das wo du immer kannst du Gemüsekurve kriegen mit biologisch und saisonal lokal Gemüse, und du kriegst da dann, du probierst da zu verarbeiten, wenn ganz gut geht, dann kannst doch nach den Nopren an du also mal zu summen Und
Und zum Schluss mengst du mir kriegt hin, mengst du dir kriegt hin, Bewegung, warst du optimistisch oder was der ich in den Negativer nach für der Best möchte? Also mengst du geht etwas? Also es sind ziemlich pessimistisch, also dass also die ganze Lobby von der Essensindustrie, auch von der Pharmaindustrie oder einfach all die Reichleute und so viel Murcht dann wo ich hingehen, dann holen die sich auch Armeeien für hier Interessen durchzusetzen. In dem Sinn sind ich ziemlich pessimistisch. Wie werde ich aber selber ich meine doch viel aus Egoismus so ich just Leben ich wäre am Anfang so glücklich wie möglich mit dem Leben wenn ich schon rausfand dass wenn ich meine Sache selber umbauen wenn ich eine Gemeinschaft sind wenn ich man konsumieren wie möglich wenn ich probiere mein Fußaufdruck eben gering zu halten dass das einfach meinem Leben Sinn gibt ich glücklich möchte so an alles sind eben noch nicht allein. Wie gesagt, Greta Thunberg an die ganze Bewegung, wo auch für Jungen du entstanden hast, die natürlich auch all ihren Handy haben und vielleicht viel zu oft den neuen Handy wollen. So. Du gibt keine Sachen, die man natürlich auch Hoffnung machen. Das heißt, kann ich sagen, du musst auf jeden Fall weiter. Ja, auf jeden Fall, ja. Okay, wir beenden die Datei, weil wir haben nicht mehr wie, wir gesehen nicht, 15 oder 20 Minuten, auf jeden Fall keine Stunde. Wir machen nächsten Monat weiter, und zwar mit dem Thema Garage. So vielmals merci, das war Johnny Diederich, es sind die Luxbader. Bis dann. Ciao.